Hallo zusammen und herzlich willkommen schon zum 5. Adventstürli von unserem Storyflow Adventskalender. Heute widmen wir uns ganz dem Thema Anfängerkameras und geben euch ein paar simple Tipps, auf was ihr beim Kauf eurer ersten Kamera achten müsst. Vielleicht geht es euch im Moment ja gleich wie uns früher. Auch wir haben mal mit einer ganz einfachen Point-and-Shoot-Kamera angefangen, Fotos zu machen. Heutzutage können die natürlich schon viel mehr als noch vor 10 Jahren. Und nur schon die ganzen Handykameras bringen bessere Bilder an, als das, was aus denen hier rausgekommen ist. Und trotzdem kommen ganz viele, auch mit den noch so neuesten super-duper Smartphone-Kamera, irgendwann an eine Grenze und würden dann gerne auch mal eine richtige Kamera in die Hand nehmen. Aber welches ist denn die richtige Kamera? Ganz einfach die hier. Nein, Spaß. Auf diese Frage gibt es natürlich keine simple Antwort. Jede Kamera hat Vor- und Nachteile und das Wichtigste ist immer zu wissen, für was man die Kamera auch braucht. Schlussendlich kann man zwar nicht praktisch allen Kameras wirklich tolle Fotos machen. Das heisst, solange man auch weiss, wie man die Kameras richtig einsetzt. Das gilt natürlich auch für Smartphones. Aber es macht natürlich trotzdem Sinn, sich von Anfang an für eine Kamera zu entscheiden, die auch für den persönlichen Gebrauch Sinn macht. Die erste und auch wichtigste Überlegung, die ihr euch darum vor dem Kauf von einer Kamera machen solltet, ist, für was brauche ich die Kamera überhaupt? Weil die Antwort auf die Frage, die kann eure Kamerasuche schon sehr, sehr gut einschränken. Gehe ich vielleicht viel reisen und brauche ich darum etwas Leichtes und Handliches, weil ich sonst so viel Gepäck dabei habe, dann ist vielleicht eine spiegellose Kamera mit einem kleinen, leichten Body genau das Richtige, weil auch etwas mag verleiden, ob feuchtes Tropenklima oder kalt-nasses Islandwetter. Ich möchte aber zum Beispiel einfach nur Landschaften fotografieren und es ist mir darum wichtig, eine möglichst hohe Auflösung zu haben. Dann macht es wahrscheinlich früher oder später ein Vollformat Sinn oder zumindest eine Kamera, die über eine hohe dynamische Breite, sprich über viele Details in den ganz hellen und auch in den ganz dunklen Bereich des Fotos verfügt. Also das, was die meisten unter euch unter HDR oder auch High Dynamic Range dürften kennen. Mache ich aber viel Action-Sport oder habe ich auch einfach vielleicht zabbelige Kinder zu Hause, die nie stillhalten beim Fotografieren, dann brauche ich wahrscheinlich eine Kamera, die auch möglichst viele Bilder pro Sekunde schiessen kann. Oder nehme ich meine Kamera viel mit an Konzerten oder an Partys, wo vielleicht die Lichtverhältnisse nicht unbedingt optimal sind. Dann vielleicht auch eher ein Vollformat oder auch einfach ein Objektiv, das sehr, sehr lichtstark ist. Und darum nehme ich meine Kamera vor allem auch auf kleinere Ausflüge mit, wenn ich in die Stadt gehe und sehe vielleicht die Kamera auch irgendwo durch ein bisschen als ein Accessoire. Dann ist vielleicht eine Kamera im Analog-Look, die trotzdem tolle Schnappschüsse zulässt, genau das Richtige. Oder vielleicht bist du ja jemand, der auch mit dem Gedanken spielt, Videos zu machen. Das muss nicht unbedingt heissen, so wie wir jetzt hier für YouTube, sondern auch einfach nur, weil du besondere Momente im Leben einfangen und vielleicht von einer Reise oder so mehr als nur ein Foto heimbringen. Dann macht natürlich eine Kamera Sinn, die eher aufs Filmen ausgelegt ist und vielleicht nicht unbedingt nur aufs Fotografieren. Unsere persönliche Empfehlung ist hier übrigens unsere gute alte Canon G7X. Die haben wir auch auf unserer Reise dabei gehabt und es ist einfach super, weil man die ganz einfach aufklappen, anlassen und drauf losfilmen. Also eigentlich ein Point-and-Shoot, der voll ausgelegt ist aufs Filmen. Ja, so einer ist perfekt zum Starten. Es gibt natürlich auch von anderen Marken entsprechende Alternativen. Spontan fällt mir da gerade die Sony RX 100er Reihe ein. Die ist praktisch gleich wie die. Und ja, das führt uns vielleicht auch gerade ein bisschen zum nächsten Thema, beziehungsweise der nächsten Frage, die ihr euch vielleicht stellt. Was ihr nämlich sehr schnell werdet merken, sobald ihr mal euch ein bisschen durch die verschiedenen Angebote durchscrollt, ist, dass heutzutage praktisch jede Marke ein entsprechendes Produkt auf dem Markt hat. Das macht die Suche natürlich umso schwieriger. Wie soll sich da jemand in dem ganzen Dschungel von Canon, Nikon, Panasonic, Olympus, Sony und Fuji und was weiss der Gucker was alles zurechtfinden? Wichtig ist dabei, glaube vor allem zu wissen, dass man nie sagen kann, dass wirklich eine Marke besser ist wie die andere. Vielleicht hat zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video schaut, vielleicht gerade Canon die beste, neueste Kamera auf den Markt gebracht und in ein paar Monaten ist es Nikon, dann wieder ein bisschen später ist es wieder Olympus, dann kommt Panasonic.
Es ist immer ein bisschen ein Hin und Her. In der ganzen Technologiewelt ist natürlich auch der Kameramarkt extrem schnelllebig. Darum ist es auch schon lange nicht mehr so, dass nur die grossen zwei Players wie Canon und Nikon mit einer grossen Auswahl an Objektiven und Accessoires punkten können. Und auch ein alter Fotograf wie sagt, der mal geholfen hat und der sagt, dass wegen den verschiedenen Objektivanschlüssen, dass man nie mehr zwischen der einen oder der anderen Kameramarke hin und her wechseln kann und es darum eigentlich fast gleichbedeutend ist, wenn man sich für eine Kamera entscheiden muss, wie wenn man sich einen Namen muss überlegen für seine Kinder. Das ist alles heute nur noch wirklich sehr bedingt wahr. Es gibt Marken wie Olympus oder Panasonic, die schon von Haus aus schauen, dass sie den gleichen Objektivanschluss haben und dass darum Panasonic und Olympus Objektiv zum Beispiel auch hin und her geswitcht werden. Das ist etwas, was wir die ganze Zeit machen. Ich filme hier mit der Panasonic und Meli fotografiert immer mit der Olympus. Aber auch der Technologiefortschritt in Sachen Adapter führt dazu, dass auch immer wie mehr Bodies, egal von welcher Marke, auch mit Objektiven von anderen Marken kompatibel sind. Unsere Empfehlung ist darum wirklich, macht euch nicht ins grossen Kopf bei der Wahl der Marke. Lasst euch auch nicht zu fest beeinflussen von vielleicht Fotografen oder Fotoangefressenen in eurem Umfeld, die euch sagen, nur Canon ist das Beste oder Sony ist im Moment das Beste. Schlussendlich ist das wie zum Beispiel bei Android oder Apple, dass das einfach auch Geschmackssache ist voll und dass es natürlich auch eingefleischte Anhänger gibt, die nur aus einem oder das andere schwören. Was aber natürlich sicher Sinn macht, ist, wenn ihr mal schaut, wer in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis schon vielleicht ein grösseres Kameraset hat und, falls ihr mit dem gut auskommt, euch dann überlegt, dass ihr vielleicht auch die gleiche Kameramarke zutönt, weil er dann natürlich später darum auch einfach ist, sich einfach mal vielleicht schnell ein Objektiv von dem Freund oder dem Bekannten auslehnen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was wir im Moment sehr viel auch mit dem Pascal machen. Der Pascal hat auch wie mir die Panasonic und es vergeht eigentlich keine Woche, wo nicht irgendwie entweder ich ein Objektiv von ihm habe oder er eins von uns. Und ein letzter Tipp, den wir euch wirklich auch gerne noch ans Herz legen, ist, dass ihr trotz der vielen Internetressourcen und natürlich auch der vielen sehr informativen Videos hier auf YouTube trotzdem vielleicht auch mal Rat holt in einem Fotofachgeschäft, weil der Unterschied, wenn man es nur wie jetzt hier erklärt bekommt, ist natürlich, dass man in einem Fotofachgeschäft die Kamera wirklich mal in die Hand nehmen kann. Und es gibt sogar einzelne Händler, wie zum Beispiel unser Sponsor vom Hauptpreis Light & Bite, wo man sich gewisse Kameramodelle auch gerade für den ganzen Tag kann auslehnen und dann wirklich mal ausgiebig testen, ob das richtige Modell ist. So, das sind jetzt relativ viele Informationen gewesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass euch jetzt der Kopf brummt. Darum probiere ich jetzt das Ganze noch mal ganz kurz zusammenzufassen, dass ihr auch wirklich wisst, auf was ihr schauen beim Kamerakauf. Als erstes, macht euch wirklich Gedanken darüber, für was brauche ich die Kamera. Zweitens, gibt es irgendjemanden in meinem Bekanntenkreis, der schon eine gewisse Kameramarke hat und wo es darum wahrscheinlich sehr einfach und naheliegend ist, dort mal ein paar Objektive auszulehnen. Und falls ihr euch dann mal für eine vielleicht entschieden habt, aber immer noch nicht ganz sicher sind, ob das wirklich die richtige ist, dann überlegt euch wirklich, ob ihr nicht einmal bei einem Kamerahändler vorbeigehen und schauen, ob ihr die Kamera vielleicht auch mal auslehnen und die dann testen, bevor ihr den Kauf tätigt. So, ich hoffe, ich habe euch mit diesen Tipps weiterhelfen und wenn ihr jetzt wirklich mit dem Gedanken spielt, euch eine Kamera zuzutun, dann lasst euch auf keinen Fall unseren grossen Adventskalender-Wettbewerb entgehen. Neben einem Flug von Edelweiss und einem Kofferset von American Tourister gibt es ja dort auch ein Anfänger-Kameraset zu gewinnen. Also wahrscheinlich der perfekte Preis, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch eine Kamera zuzutun. Mitmachen könnt ihr ganz einfach über den Link unten in der Beschreibung. Falls sonst noch irgendwelche Fragen auftauchen, sind, dann die natürlich auch sehr gerne unten in den Kommentaren stellen. Damit wäre es das vom 5. Adventskalender hier bei uns auf Storyflow. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt den Daumen hoch und vergesst natürlich auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke irgendwann hier unten zu aktivieren. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute dabei sind und ich hoffe natürlich auch, dass ihr morgen wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut, habt euch Sorge und bis bald. Tschüss zusammen. Oh, das ist die Hose. Darum ist es